Amos. Amos ist ein so kleines Buch von 9 Kapiteln. Und das ist ein alttestamentliches Buch. Und wenn wir noch beschrieben haben, wo wir sagen, Amos ist ein von den kleinen Propheten. So, wenn wir uns in der Kirche mit kleinen Propheten beschäftigen, dort ist so ja selten. Dort passiert bloß zu wenig. Und ich glaube, wir wollen nur noch mit geschafft kriegen. Zum ein prophetisches Buch nennen, muss wir unbedingt eine Titellinie machen. So, alle Bücher in der Bibel, die sind in gewisser Hinsicht abhängig von der Titellinie, dort wir weiten, wo und was ja alles an, weil das Buch geschrieben wird. So, wir haben die Titel von Ver, die sinnvoll, dann haben wir die Titel bei der Sinnflut, dann haben wir bei Abraham gewählt wird. Und damit gibt es dann ein Volk, dann gibt es die Sklaverei, und dann gibt es die Exodus, also aus Ägypten rüberkommen, und dann gibt es die Titel von dort versprochenen Land, wo dann das versprochene Land, wo Gott das Volk gegeben hat. Wollt ihr noch, dass Gott holt sich die Israeliten aus Ägypten und dann beim Berg Sinai wird das einfach gefragt, weil die mein Volk sind, aber weil ich Gott sind. Und dann sagen die alle, ja, juppie, wir haben Gott und sonst Gott. Und dann sagt Gott, okay, ich will ihnen Land geben. Und dann wir dort die ganze Sache mit und dann kommen wir in Hängerweis, backten du mir an. Und dann wir das so eine treue Reise von 40 Jahren in der Wüste rumbäseln, bis endlich mal alle tot wird. Und dann können wir versprochenen Lohn nehmen. Dann haben wir die Zeit von den Königs, also du sind dann Saul, David und Salomo, die 3 großen Königs. Und dann teilt sich dort. Also Salomo versündigt sich so sehr, dass Gott sagt, dass alles verbrucht wird. Und dann teilt sich dort an 2 große Parks. Dort ist dort Nordenreich und dort boven halt dort an Israel und unten halt dort Juda. Okay? Boven sind 10 Stamm und unten sind 2 Stamm. Das war die Geschichte hastig übertragen. Wils das passiert, dann sagen wir dicht bei uns Amos. En de bovenste rek, am Israel-rek, weer te die tijd 19 tjaniks. Zo, ik wil helemaal verzonnen. Okay. So, dat nu in de rek heeft 19 tjaniks gehad en 250 jaar tijd. En dat is een geschichte van Mardarien, zoals weinig andere zijn. De tjaniks pukten zich alle aan zich af. En dat is besonders een Gottes volk. Mang deze kenniks, de kennik nummer 11, dat is Jerobeam. Aber dat is de tweede Jerobeam. Wils Jerobeam kennik is, dan heeft het noordelijk een ziemlich positieve tijd. Also Jerobeam is een zin van kennig met Menschen zijn ziemlich gut. Also die Kriegfan, also die heeft de Grenzen mit uitgeraakt, die Menschen sind grässlich recht zu seiner Zeit, aber du passiert alle Sorten Schweinerei im Glaubensleben. Und das war das Buch Amos dann verkämpft. Dann habe ich vielleicht die Frau, na, wer ist Amos? Habe ich eine Idee? Und Howard, wo noch? Da wir Müllbergplacker. Okay? So, zu unserer Zeit haben wir alle Socker. Und wir kriegen immer einen Klumpen Socker und dann merken wir alles Zeit. Und man je mehr mit kann mir was leichter so zu sein. Aber auch zu der Zeit hatten wir nicht das 20 Kilo Socker. Die hatten Sirups und Honig.
dat wir dort solltet, was du wir. So, wenn die Bibel sagt, dass Amos wir in Mühlberg placken, dann wir den sie nur aber in Mühlberg placken, dann von den Mühlbergen Sirup kriegen. Und der Sirup, der bleibt für immer gut, ein bisschen so. Also, durch die Historiker sagen, dass der Mühlberg Sirup, was du gekriegt wird, der bleibt bloß für immer gut. Du läuft nicht so unter der Schlagwort. So, der Sirup, wir bloß wird welche zum Handeln. So, dann wir Amos, den die, was er nicht bei der Schub, wir reden aus den Gruppen und kriegt sie Sirup durch. Das wäre Amos wir. Von wo wir Amos? Das weiß ich nicht, oder? No, der wird nicht von hier. Hier habe ich nicht Müllberg und nicht Schub. Wenn es nicht im Überfluss. Okay, so, über dem habe ich hier so viel an unser Lohnquart gemult, dass ich staune mir so viel getan der Lohnquart all. Okay, wenn ihr nicht da noch wollt, dem von der Wara holen. So, das ist Mittelmeer, hier ist das. Das ist Galiläische Meer, hier unten ist das Deutsche Meer. Und das ist hier der Jordan. Das ist bloß so mit Glück über Mut. Willst dort Volk sich deult, dann deult sich dort diese Weg. En hier ist Jerusalem. Dat nennt man dann hier boven Israel. Mit ihrer Hauptstadt wie Samaria. Und dann haben wir hier Juda. Mit ihrer Hauptstadt Jerusalem. Tekoa ist eine kleine Range. Weiß nicht, was más menos du es dort. Dat meint zoveel dat Amos, der je hier zu Juda, der je hier nicht zu dat israelitische Land. Der merkt dat een beetje interessant, wenn der jeng bij de Nuba spreken. Dat würden met so sein, als wenn ein die Wurden nur stets vorne, das einfach wenn ich dat all anhalt. Das von euer Fair, wo das hier angeht. Und wenn das nur von Gott sich handelt, dann wird das nicht so bloß sein, je verstehen nicht Fleisch zu backen und nicht Chiles täten, da wir so, wow, je sind bis auf verbistert. Und das ist eine Botschaft, wir ab Irms, noch eine Botschaft. So, dann fehlt uns nun ein klein bisschen nachzuschauen, wir wollen 2. Chronik 14, Vers 23 bis 29 lesen. 2. Chronik. Tweede Chronik 14, von Vers 23 bis 29. Okay, so hier wird uns dann nur die Chronik vorgestellt. Dort sagt du, aus Amasia, Joas sin Sehen, an sin 15. Jahr, aus Chronik in Juda, wird Jerobeam, Joas sin Sehen, Chronik in Israel. Heute 41 Jahre Chronik in Samaria. Und heute wird dem Herrn Schlag gefallen, hier nicht ab mit den Sünden, der Jerobeam neben sin Sehen gedun hat, mit der Israel zum Sünden verletzt hat. Okay, so, wenn ihr meint, Kapitel 14, der stellt uns hier all einmal die beiden Länder taub vor. So, du fängt dort an mit aus Amasia, Joachim sehen, dort wir, die kennen hier. Und dort merkt einmal die Geschichte taub. Die Bibel nennt, hält des Rektums einmal taub im Sinn von der Geschichte verteilt. Aber dann sagt du, das Mann des Jerobeam war tschänig, der wie 41 Jahre tschänig an Samaria, dort kriegt die Hauptstadt von dem Norden weg. Und dann sagt du im Vers 24, was alles deut. Und dort wir nicht fan. Dort sagt du, und heute wird dem Herrn Schlag gefallen. Hier nicht ab mit den Sünden, der Jerobeam neben seinen Sinn gedun hat, mit der Israel zum Sünden verletzt hat. Willst du tschänig sich hier deut, der erste tschänig, das auch in Jerobeam. Und da wir beisammen.
En dat is niet overdreven, wanneer ik dat woord gebruik. En dat wordt allemaal met zo de moedstok gebruikt. Want dan dat kan niet weer, dan worden ze zeggen dat we zo als Jerobeam, of dat we een beter. Dat is de moedstok. Zo wanneer het hier in vers 24 zegt, dat hier niet op met de zinden, wat Jerobeam, de originale, gedaan had, dat meint dan bloos, wauw, die Leute zijn bloos vrije boom. Wanneer we hier wieder lesen, in vers 24, zegt dat, hij neemt dat land aan, wat wie een poort van Israël was, van Hamat bat tot zult meer. En dit weer krak zo als de Heer Israël God, der Jona, Amitai van God, heverzien zijn gezegd had. Jona wie een profeet en in dem Herrn. De Heer zag dat Israël dat zo slag had en dat zij zich gar niet met de zaak wisten en du wie China deren halten können. De Heer had niet gezegd dat hij een eng maken wil met Israël op de eerd en zo raad hij aan dat Jerobeam Joas zien zien. So, this man, die wie een gouden leraar aan dem zijn, de grenzen, die worden uitgeraakt, maar toen worden hun zult zijn en dort poort weer fan. Maar hier is in Potmonk, wat du, en wanneer we in Tweede Kennigs blijven, dan vingen we gleich wirklich, wat de trouble weer. Wenn dat zegt du bloos dat de Israëlieten hadden het slag en God wilde halten en we komen aber niet ganz klar met wat is dan nu slag. En dat is vielleicht begint ook de vraag, oké, want fijner ken ik wie im Sinn van administration, so sagen wir dort auf Spanisch, da wie ein guter Administrator, du wie Rektum und du wie Macht, ne Grenzen worden uitgereikt, wo wir dann Trouble. Und das ist vielleicht durchkriegt, wo uns das Brief von dir soll unbedingt anbringen. Und soll dort aufmerksam merken, wo Gott nicht mutig wird, mit dessen Tjernig abschwört und Gouda Tjernig wie ein Menschen übt. Wenn wir dann nur Amos gehen, nur ans Amos-Buch, dann finden wir dort die Amos Kapitel 1 und 2, die fangen an mit einer Liste von Ländern. So, wir wollen uns da ein paar Verse lesen. Bloß zum uns ein Bild mehr von was hier angeht. So, da sagst du in Amos 1 lese existiert. Das sind die Nachrichten der Amos, ein Schubfarmer von Tekoa, von Gott Krieg. Die reden von Israel und kommen von der Zeit, als Usia tjernig in Juda wir, in Jerobeam, Joas sin Sehen tjernig in Israel wir. Dort wird 2 Jahre vor dort Erdbebung. Amos sagt, der Herr schreckt von Zion und er redet zu Jünd von Jerusalem, so dort der Schubholz der Welt verdreht und der Spatz von Karmelburg verschriecht ist. Der Herr sagt, 3 Dinge hat Damaskus verschuldet, nee, Feuer. Und ich wurde Struf nicht zurückgeholt. So haben Gilead uitgedragen und mit Isa fin gemult. So, wir fangen hier an, Vers 2, wo Amos dann sagt, von wo kommt diese Botschaft an nu? Okay, so die Botschaft, die kommt ganz klar von Jerusalem. Aber nur wem? Nur Damaskus. Okay, so das ist ein Land von Hebron. Damaskus. Wenn wir wieder lesen, im 1. Kapitel, dann finden wir dort Amos, der Prophet von Juda, oder Gott checkt diese Prophetie von Juda. Dann wird die erste Botschaft, wen sind und Damaskus. Hat nicht mal Gottes Volk zu tun, sondern nur was. Die zweite Botschaft, jetzt nur Gaza, die dritte nur Tiro, die vierte nur Edom, die fünfte nur Ammon, Moab, und dann Juda. Also hier, sogar für hier, ist eine Botschaft. Und Amos seine Botschaft ist immer weiter diese, wenn 3 sind, nee, wenn Feuer, hat Gott einen Trouble mit Jünd. Und ich würde Jünd mal merken, nehmt Jünd mal die Arbeit mit den Hüsten, dann fängt mal aus, wo sind diese Feuer sind, wo Gott so schlecht leiden kann. So, die Botschaft ist immer, wenn 3 sind, no, du hast noch eine. Und dann geht es los. Aber das ist so auffällig, dort Amos sein Brief soll und nur eine Reck sein. Und ich merke aber hier in großen Klumpen, Nubasch,
alle eine Botschaft und sagt, hier sind alle in Trouble. Und die einzige Erklärung, was ich finde für das, ist, Gott weiß dort all, wo wir Menschen sind. So, wir sind die Kinder alle da oben. Aber die einfache Frage ist, wenn du zu einem Kind sagst, das sollst du nicht, was ist das erste Ding, was dem befällt zu sein? Die anderen dann auch alle. Das wird auch so dort sein, ne? Wie groß verstehen wir mit der Hecheln und mit der Anstellung haben wir den Charakter selber. So, wenn Amos hier losgeht mit seiner Botschaft, dann gibt Gott eine Botschaft für alle über. Und das ist nicht eine feine Botschaft. Gott ist nicht zufrieden mit Sinn. Aber dann zuletzt, wenn wir die ersten paar Verse in Kapitel 2 lesen, dann merken wir, wo Gott hier das Ziel anstellt. Und dann ist das Krieg und ein Mad von dem Nordreich. Und dann sagt Gott zu Israel, ein ganzes Pack von Dingen. Du wirst denken gehalten ab so viel solcher neue Sachen. Aber die Frau, die kämpft von, wer sei sie? So, du wäre es wichtig, dass wir wissen, wer diese Menschen sind. So, wir werden hier mit Tischen sitzen. Und dann würden wir uns selber die Frau fragen, wer wohnt an dort Land? So, Tim, du mein Moment der Länge ist, das erste, das ist ein Volk, was Gott erwählt hat. Gott hat sich Abraham gewählt, du sollst der Führer sein, zu einer großen Striedmenschen. Dann das zweite, müssen wir uns daran denken, dass wir ein Sklaven waren. Und nicht bis im Bett, 400 Jahre. Dann müssen wir aber ganz unbedingt wissen, dass durch Not wir frei geworden von Ägypten. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Wenn jemand mal nachschauen, die Sklaverei ging zu eng und du hast nicht ein Israelit brauchen schwer über die Welt stehen. Gott da dort rein alle. Weil die Menschen in Ägypten, die haben sich nicht losgefällt. Die ägyptische Erfahrung, wie man aschelt, war, dass der so Angst hat, oder wo ein großes Volk hier wenn kriegt, wenn Tögerlatz wird nicht mal kriegt. Gott hat sich darum gekümmert. Da wird genug, so ist genug nicht besser fertiggestellt worden. Dann habe ich hier so ein Geschenk. Das Volk lebt nun in einem geschenkten Land. Gott hat alle Menschen hier ausgedreht und dann hat er gesagt, hier, nu ist es gut. Und wenn ihr aufmerksam Alte Testament lesen, dann war ich morgen, die braucht nicht mal Hisabühen. Die Städte werden bloß ausgeräumt und dann tragen sie Hisa an, wo du ganz rein wird zum Wohnen. Und wenn man uns bildlich verstanden, stellt sich ein bisschen vor, als wir sagen zu uns, hey, du hast eine neue Ansiedlung in Kolumbien, die kann du so heimfahren, das Land ist umsonst und die Hisa stehen dort rein. Das würde eine interessante Ansiedlung sein, ne? Da wo wir durch die Länge fahren, dann haben wir es lesen. Ah, das ist, das sind mit noch Hibats, am Tag oder Kolonat. Ich weiß, aber die Idee ist, wir luten uns an die alttestamentliche Geschichten bildlich hier nicht nennen. Da wir bloß geschenken. Und nun leben wir hier und die luten ihm vor. Und dann fängt Sinn an, in Trouble zu werden. Und so ein großer Trouble. Und Amos fängt an, in Fragend, sei jede Menschen, wo durch die Sklaverei rausgeholt worden sind. Hij doet niet vergeten wat Gott für ihn getan hat. Aber du sind dann diese paar Dinge, was hier tell je hier. So, Punkt Nummer 1. Der Amos-Buch ist in Wirklichkeit nicht für das ganze Volk Israel geschrieben. Das Volk wird in 3 Gruppen abgeräumt. Wir haben nur so einen Spatz, den kenne ich. Und dann noch der Priester. Und das kriegt es wieder von der Eltern. Das sind die Oms, das sind die welche Menschen vom Wald. Dann habe ich hier eine Mad, eine ganze Strieb reiche Menschen. Und dann habe ich die Ungen,
En ik weet dat normaal wordt als met uitgebatterd, maar we moeten zeggen, du zijn dan de normale mensen. Dat boek Amos wordt geschreven aan de bovenste twee van deze piramide. So, de König en de priestertum is sowieso so twee. Aber wenn wir dort ein Nummers vergleichen, das sind vielleicht 10 Menschen von der ganzen Welt. Dann haben wir die zweite Schicht, das sind diese reiche Menschen. Aber das sind nicht die normalen reichen Menschen, das sind so böse Menschen. Wir wollen uns noch ein paar Vers lesen, davon, wenn unsere Zeit wird, so wie reden. Diese Menschen, die skloven, oder die verskloven, der unterste Schicht von diesen Menschen. Zum uns ein Beispiel merken, von wo Amos diese Geschichte feststellt ist, ich will mir da wel mit Nummers zu tun. Warum muss sein, Hendrik Sütermann darf nicht eten. Und dann ruft er seine Kinder an der Badentaub. Der mit Rotzen, der Daing und Chassis. Und dann wird er nur repeat. Und dann sagt er zu den Jungen, meine Familie wird das so etwas nicht mehr. Kann ich die meine Kinder erbaden geben für 2 Backje? Nou wird Piet de Daten nehmen und den 2 Backjes geben. Bloß gerut so viel, dass Hendrik seine Kinder nicht werden dort hungern. Dann wird Hendrik nach Hause gehen und seine Familie zu eten geben. Und Piet wird mit den Daten hin und zurückkommen. Und dann würde er hier ausspreiten, fände gemütlich. Wenn der heute einen Plan sich zu besuchen und der will nicht auf eine coole Flur liegen bleiben. Dann würde er ein Führer, der Baden war genommen hat, mit der Exkursion, wo die nicht Kinder zu essen geben und dort Prost noch kommen. Und dann würde er in den Tempel fahren und der da in der ausspreiten. Und dann würde wir abspannen sein, ich ponerse la peda de su vida. Der würde so suchen, dass er bis gleich liegen bleiben. Dort wir, was in Israel angeht. Dort wir, wo so Gott, bügt er ja nicht all wir. Wenn der Hauptanstellung wir, wenn ich vom Büten, so laut, so wenn ich in Jüdzi, in Fenner, alles ever je das dort. Amos 3, Vers 2, sag ich, oder du mal lesen. Amos 3, Vers 2. Amos 3, Vers 2 sagt, ich werde den Eindruck lesen. Nu hör einmal, die Israeliten, wo der Herr über all die Familie sagt, der er aus Ägypten rüberbrach. Er hat bloß jünd gewählt von allen Menschen auf der Erde, und du wem wird er jünd bestrufen für all jene Sinn. So, die Anstellung ist, Gott hat ein Volk gewählt, und wir haben das über dem mal gelehrt. Das Volk Israel wird nicht besonders im Sinne von, wenn du in Israelit geboren wirst, dann wirst du automatisch gerat. Das Volk Israel wird dort, und wer immer du handcheckt, der soll Gott finden. Und das soll so ein feines Bild sein, dass Menschen soll angejagert sein, Israel Gott chanteliert und du darfst die Wahrheit finden. Wenn diese Menschen sind so böse geworden wird Gott extra verstellt über die. Wenn der hat ihn gewählt mit einem Isaac, und dieser Isaac wird bloß so missbraucht. Im Kapitel 5, Vers 25, fängt diese Geschichte sich dann an taub zu fühlen. Amos 5, 25. Lut jün numerach seinen, so rollen aus Wutter, und jün gerecht sein, so aus ein Riefer, der nie nicht übricht. Gott seine Anstellung wir, dass die Menschen so sehr nur Gerechtigkeit streben, aus Wutter wird Überschwemmung geben. Das passiert unbedingt nicht. Du wirst Menschen, die leben an der schmacksten Häuser, wo das geben können, und du wirst der Bräuter, die leben aber groß unter Brick. Und dort wir bloß normal geworden in Israel. Und ich weiß, dass wir können uns vielleicht schlecht anlassen,
Aber vamos sagen, wenn ich Ricky sind Primus am Blut. Und vamos sagen, Ricky ist der Recker. Und der hat alles, was ihm fehlt. Und ich lebe du so in der kleinen Brei mit meiner Familie. So schlimm wie der Lehrer. Und Gott wird so nichtmutig damit. Diese Religion oder das Glauben, die wird schwer anders fertigstellen, als man das Wort heucheln. Ich weiß nicht ganz genau, was unser Plot ist, das Wort heucheln reich ankämpft, aber Hypokrisie. Das ist diese Hypokrisie, was uns merkt von Büten, Fan und von Band verkommen sind. Und das wird immer weiter passiert, wenn Regeln wegger werden aus der Hauptanstellung. Am Topfuten habe ich dann nu eine Wohntafel, was voll ist. Wir haben ein Volk, der hat Geboten gekriegt. Das kennen wir nicht alle. Die Geboten würden wir kennen an zwei Gruppen andeuten. So, das wären die Geboten, und ich werde bloß hier so Tier in Hand schreiben, wenn die kennen wir. Und das wären diese Geboten, wo du sehen, wo sollst du Gott Eber sein und die Nuba. So zum Beispiel nicht stehlen, nicht lehen, nicht aufjanzig sein, nicht Ehebrauch und all diese Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir die Tempel geboten, oder die Formas. So, dort sind die geboten, für, wenn du die versündigt hast, dann hast du all ein Hort, wo du am Vergebung brauchst, nicht? Aber dann hat Gott dir gesagt, nimm einen Schub, das schmeckst du, was du hast, nimm noch mal einen Tempel, schneid in den Kopf auf, verjährt das Blut. Aber dort die Tempel geboten, oder die Form von Dingen, dort wie bloß ein üterlicher Ding. Dort wie bloß, das, was du kostet, wenn man den Hort erst angedreht hat. So, was nun passiert wird, die Menschen haben diese Geboten verachtet. Du wir Jatterie, du wir Aufgangs, du wir Mord, du wir all diese Schweinerei. Aber wenn das mit so einer Verstärkung zu tun, wenn die nicht die Leute mal Fuß kommen, dann bleibst du bloß noch das wechet. Und ich sei dort mit am Spottton. Die Menschen haben das so wichtig, dort, hey, wir waren in den Tempel gehen, dann wollen wir ein Opfer bringen, dann ist alles okay. Und wir haben wir nicht okay. Amos 5, 21 sagt, Amos 5, der Herr sagt, wir erklären jene Faste, wir freuen jene ernste Versammlungen nicht. Wenn je mir Brandopfer bringen oder je Getreideopfer stellen, wo ich den nicht annehme, ich will das Opfer von je Meister Chalvan nicht mehr sein. Hielt ab mit jene lüde Leute, ich will jene Haupt nicht mehr anhören. Lut jene reich sein, so rollen aus Wutter und jene gerecht sein, so als ein Riefer, der nicht übrig. Die Menschen haben sich vergenommen. Wenn ich Sonntag zur Kirche fahre, dann habe ich das Gebet. Und Gott wird das nicht gut. Die Menschen werden so gesondert, wenn ich mich was Schmuck antrage, dann sehe ich fein. Und Gott wisst ja, das halbe nicht. Die Menschen haben ein Verlangen, ungesehen zu sein als gute Menschen. Aber alles, was du hängen wirst, das wird dann kraken dort. Du weißt, fangen wir an Kapitel 7 bis durch Kapitel 9 eine ganze Streit von Gerechtsdingen. Also, wir fangen durch Langostas, die stahlen durch die Verdammung von Israel fährt. Wir haben durch 4, wo du ein Gerecht feststellst. Wir haben durch ein Bliegeweg, wo du Wiesen dort, wo zwei verdorbene Menschen wir. Wir haben durch ein Korb voll Riepe Frucht, wo uns wies, da wir ja Reutem gerecht haben, also da wir ja die Zeit. Und dann haben wir durch ein Altar, und dort sagt uns dort der Reck, der nur eine Reck, wir zu eingekommen.
Wenn ich mich hinanlud, am Sinn von das für uns von dir, dann würde ich sagen, dass wir leben in einer Zeit, wo so ähnlich diese Zeit ist. Wir leben in einer Zeit, wo das Wort Christ als so ein uitgebottertes Ding. Am Sinn von Krieg, so das Volk Israel dann glaubt, na, ich hier jetzt nur nach Israel dans mit mir aufhören. Wir haben so leicht Krieg diese Einstellung von dir und das so in der Mode geworden, dass wir wollen Christ sein. Dann habe ich aber nicht bloß Christ, dann habe ich noch eine ganze Strip Dinge, wo wir tun, wenn das muss ich tun, dann lass mich nur Christ. Und dann würde ich mit so vielen Dingen mitmachen, bloß wenn ich das tun, dann wird der Nuba so und so von mir denken. Und dann würde ich hier eine ganze Liste abschreiben. Weil muss sagen, nie Jahr mal in der Kirche gewesen, muss unbedingt zu Abendmahl gewesen, muss dort so viel als du weißt. Wir können das sogar so weit uitreichen und sagen, naja, wenn alle früher nicht mehr waren wachsen und haben dann selber bessere Christen. Und das ist traurig in zwei. Wenn eine nächste Frau nur das hört, nicht mehr durch. Wieso Frau wir uns nicht? Bist du geldgierig? Bist du aufjanstig? Bist du ein Plüdersack? Bist du ein Lehner? Bist du nur, dass die Menschen rum, die sollen noch Geld haben? Hast du eine Anstellung von Menschen nutzen oder bist du ein Sehen für Menschen? Das spielt sich so aus, wie die Frau nicht mal Frauen sind. Wenn uns bloß so wichtig wird, von Büten sind. Ich kann mich selbst durch das Amos Klaus in neuen Hinsichten haben selbst gefunden. Wie viele Dinge tue ich bloß uit Heichleiding? Wie viele Dinge tue ich bloß wenn ich will von der Welt so und so gut angesehen sein? Ich will mich aufrichtig prüfen und ich will mich der Frau fragen, lebe ich mein Glauben auch am Dienstren oder 24/7. Wenn wir Amos Brief zu Eng lesen, dann hast du noch das kleine Glanz von Hoffnung. Und Amos 9, ganz am Eng, wenn ihr alles zwei verdorben ist, dann fing wir, dort Gott merkt du noch Hoffnung. Ich lese Amos 9, Vers 11. Und an den Tag, wo ich die von David seine Nachkommen geblieben sind, abheben und an von Grund ab traghalten, und die Familien abbühen, so ist er einmal wird. Dann sollen sie regieren über dort, wo von Edom geblieben ist, und von den anderen Ländern, die den Herrn gehirten. Das lut jünd vom Herrn gesagt sein, der das utführen wird. Also, das ist nicht bloß Verdammung. Und ich bin so dankbar, dass sogar das prophetische Buch noch auf dem Radar anwiesen wird. Ob so die Verwüstung ganz klar ist. Gott hat gesagt, das wollen wir alles abbringen. Die waren verschlafen worden, fort damit. Dann sagt Gott aber, das nicht für einmal bloß nur alles verbraucht. Jesus ist ungedient, ganz klar am Ende von dem Buch. Und dann merkt uns diese Hoffnungsbotschaft für dann so erscheinen. Stell dir vor, Gott hat gesagt, wir wollen alle bloß mitschlafen. Das ist eine so harte, trüge Botschaft. Aber du wirst am Ende diese Ratungsbotschaft, wo du sagst, wenn ihr mit dir ehrlich sind, Gott wird Ratung schenken. Ich bete, dass wir möchten uns lernen, prophetische Bücher für uns zu lesen. Ich weiß, dass direkt wir nicht die prophetische Bücher zu uns holen, aber Gott seine Anstellung, die leben kann. Gott ist die Saal ja immer. So, wenn wir das Amos Buch lesen, dann fragen wir uns die Frage, okay, wer ist Gott
Und wo offenbart er sich hier? Für mich, die ganz geradste Offenbarung hier ist, Gott hasst Heuchlerie. Gott ekelt dort. Wenn wir nur zurückkommen, bloß wenn dann werden wir glauben, ich sehe das. Gott will abbrechen hat. Gott will Menschen mit am Dein mit alles, was du hast. Möchte Gott uns die Kraft schenken, uns Leben zu verändern, sodass Gott wohlgefällig sein, weil wir zu beten. Vor dem Himmel, Dankeschön für diesen Scheinmal, Dankeschön, dass du uns Gott bist. Wir danken dir, dass du nicht änderst und dass wir die lernen können, wenn wir die Prophetenbücher lesen. Wir beten von dir um ein abbrechendes Hort, eine echte Einstellung, die gegenüber. Möchtest du uns heute verändern und möcht alle Heuchlerie von uns aufgeschüttet werden. Möchtest du uns tragweisen, so lange, bis uns Charakter, uns Wandeln und uns ganzes Sein möcht du sein, wo du dort hin warst. Wir beten, dass wir als Kirche möchten verändert werden, nur dein Wohlgefallen. Möcht dein Welt manch uns Wirklichkeit werden. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.